Immer noch im Wüstenpalast angekommen, geht es hier weiter bei Pokémon Weiß 2 der nächsten Generation. Hallo Leute, willkommen zurück. Ja, wir sehen können, wir sind immer noch hier und es ist zwar eine staubige Angelegenheit, aber wir kriegen das schon hin und sind bereits wieder hier oben. Allerdings sind wir direkt angegriffen, ist ja super. Ganovil! Nein, verdammt, ist das Falsche. Nein. Ja Leute, ich suche ja das Ganovil von N. Jetzt habe ich es verraten. Ja, es ist N's Ganovil, das ist zum einen mal auf Level 22, das ist das eine Geheimnis. Und das andere ist halt, dass es, ja, halt N's Ganovil ist und wir deshalb einen kleinen Vorteil hätten, wenn wir das fangen. Aber dazu gleich mehr. Tja, tschüss. Oh, das ist scheiße. Ich weiß, was soll ich machen? Es ist das falsche Pokémon. Und raus hier. Wüstenresort, wieder da. Oh Mann, über das Staub in den Augen. Der Sand auch noch. Alter Schwede. Tja, der Wüstenpalast, da kommen wir später nochmal zurück, aber dann halt unterirdisch und durch den Geheimweg, wenn ich mich richtig entsinne. Mal gucken, hat sie oben noch etwas? Oh, warte mal kurz. Moment! Itemradar. Hier gibt es doch so viel zu sehen, zu entdecken. Ich hoffe es zumindest noch. Na, wie sieht's aus? Habe ich hier hinten irgendwo etwas? Ja, ziemlich gut sichtbar. Ein Nugget! 5000 Pokédollar. Auch nicht so schlecht. Gut, dann hat es noch ein paar Trainer, das weiß ich noch. Der glaube ich auch noch. Ja, der auch noch. Ein Psycho-Heini schon wieder. Du bist ziemlich stark, stimmt's? Das ist das Letzte, was man von einem Kampf über seinen Gegner erfahren will. Oh shit. Was ist denn das für ein crazy Typi? Psycho-Selina. Was? Achso, ist eine Frau. Ups. Sorry. Du sahst gerade so, männlich aus. Somnium, Level 23. Ich mach dich platt. Wetten wir doch keine drauf annehmen. Gut, denn ich habe hier noch die Zornklinge, eine Käferattacke. Ja. So viel dazu. Begrenzer. Nein, ich kann keine Zornklinge mehr einsetzen, geht nicht mehr. Sie wurde versiegelt. Dieser Arsch ohne Ohren und meine Attacke versiegelt, Mensch. Oh, ich brenne. Das auch noch. Okay, Kalkklinge. Komm schon, Volltreffer, komm schon. Shelby, wo bleibt der Volltreffer? Aua. Schmerzen. Schmerzen, das sind doch Schmerzen. Na warte, du scheiß Vieh. Dir gebe ich eins auf die Nuss. Ich hoffe zumindest so. Aquavelle-Time. Oder auch blauere Aurasphäre. Moment mal, blau, die ist sowieso blau. Egal. Aurasphäre des Wasserelements. Nein, kein Level Up, was soll der Scheiß? Okay, der wäre, oder sie wäre wohl down. Hier komme ich nicht mehr rein. Das war vor 2 Jahren noch anders bei Pokémon Weiß und Schwarz. So, jetzt noch ein verstecktes Item. Möchte mal wieder auch noch kämpfen. Bevor ich zurückgehe. Weite Wüste, Schloss im Sand. Ich sage dir, Hirudan Schatz. Seit mir diese Erkenntnis erhalten ist bereits ein Jahr vergangen. Ich habe den Schatz noch nicht gefunden, aber ich gebe meinen Traum nicht auf. Nie. Und so genieße ich jeden Tag. Kontaktebene, Schatzsuche. Oh, Kontaktebene, das wäre auch mal was, das ich noch erforschen könnte. Aber im Original sage ich schon. Ja, das spricht schon privat auf Schwarz 2 auch noch nie gemacht. Meine Suche nach einem Ort, den ich zu Hause nennen kann, führt mich um den ganzen Globus. Und was ist mit dir? Ich will bloß das Let's Play beenden. Nee, Quatsch. Backpacker Ganovil. Ja, schön. Das geht zumindest relativ schnell. Level 22, da ist es doch, aber es ist das Falsche. Es ist nicht N's Ganovil, sondern halt das von dem Backpacker. Und das brauche ich nicht. Bedrohung. Mein Angriff sinkt. Scheiße. Oh. Ich habe ganz vergessen, wenn ich verbrennt bin, sinkt mein Angriff sowieso. Das ist auch so ein neues Feature, glaube ich, seit der 3. oder 4. Generation. Ja Leute, wenn euer Pokémon verbrennt ist, dann sinkt auch der Angriffswert um 50%. Ist glaube ich noch nicht so lange der Fall, aber naja. Deswegen halt hier die spezielle Variante. Mit Aquavelle, Level 27. Yes, endlich. Noch 9 Level, dann entwickelt sich bereits zu Atmurai weiter, dem Samurai. Hallo? Ah, hier. Item Purpurstück, dankeschön. Soweit, so gut. Habe ich jetzt hier noch einen Trainer, noch ein Item? Ich habe ein Pokémon. Ganovil, komm schon, komm schon. Nice, ein Flampion. Eine Flampion. Auch von dieser Sorte gibt es eins von N in dieser Wüste. Oder habe ich das bereits? Ich weiß gar nicht mehr.
Die letzte Folge ist schon eine Weile her. Verdammte Scheiße. Komm schon, die XP nehme ich noch mit. XP, die EPs, die Erfahrungspunkte, Mensch. Und Shelby, 145, auch nicht so übel. So, was sieht's denn aus? Willst du? Nö, will er nicht. Gut. Muss besser. Gut. Ich will ja. Ich muss hier außenrum. Meine Pokémon, mein Team ist schon ein bisschen krass. Geschwächt. Hallo. So, jetzt. Mann, Alte. Mach hier hoch. Ja, mach das. Ich gehe runter und da sind wir schon. Bitte heile, bitte, bitte, bitte. Balsam für meine Seele. Ja, schön und gut. So, habe ich auch schon herausgefunden, nicht wahr? Die Wüste ist bald abgeschlossen. Ob wir es in dieser Folge noch schaffen, die Wüste abzuschließen, hängt auch davon ab, ob ich noch Ganovil finde. Ja. Erlaube mir, dir anhand des Kampfs zu sagen, wie wüst es in der Wüste zugeht. Haha, Wüste. Ich lach mich tot. Pokémon Ranger Dirk oder Dirk. Okay, was bringt der Flampion? Na, von mir aus. Flashy Boy! Oh, das kann übel werden. Hatten wir doch schon mal. Flampion Flash! Komm schon, Flash ist aber richtig. Elektroball, komm schon, du bist schneller. Wie fragst bloß, wie viel schneller ist der? Nicht sehr viel, wie es aussieht. Alter! Boah, deine Power! Oh, das ist fies. Alter, hat der eine Power, hey. Ein Feuerschlag, mein Elekid ist down. Echt übles Pokémon, echt übel. Rückkehr! Ja, Pyron, auf dich ist Verlass. Nein, verfluchter Mist. Fast Level Up, muss das sein. Fast Verbrennungen, ja, danke schön für die Beere. Wegen dir Arsch auf wieder zurück, meinen Pokémon heilen. Mann, nee, Flash, was treibst du hier nur? Okay, Leute, merken, Flash ist hier in der Wüste, oder sprich halt Elekid ist hier in der Wüste nicht so gut zum Trainieren. Entweder wird er von Feuerschlägen von einem Flampion platt gemacht, oder kriegt hier eins auf den Nuss von Boden-Pokémon wie Ganovil. Meine Fresse, Sternstaub, wieder mal 5000, glaube ich. Ne, 2000 war's. Pokédollar zum Verkaufen. Na, komm schon, Ganovil, komm schon, wo bist du? Na, Alter, ist das Scheißvieh. Oh, es ist Ens Pokémon. Ens Symvolara. Ja, ich sag ja, hier bekommt ihr sehr, sehr viele von Ens Pokémon zu Gesicht. Mal gucken, ich will es eigentlich nicht töten, wa? Eigentlich. Na, was soll's. Oh, er ist schneller. Ja, schneller als ich. Scheiße, ich hätte Elektroball einsetzen sollen, zum Schwächen. Tja, jetzt ist halt, Hasta la vista. Tschüss, hat mich gefreut. Hä? So stark ist das Vieh. Wollt ihr verarschen? Flash, Schockwelle! Das ist ein Flug-Pokémon. Alter, muss der Spezialfertigungswerte haben und tschüss. Nein, es war ja wild. Oh, verdammt. Okay, aber versagt. Ich wollte eigentlich noch fangen, na egal. Ist nicht wirklich notwendig. Grünstück. Grünstück, wofür kriege ich denn da wieder eine Attacke? Weil diese Stücke, sprich auch Indigo-Stücke und die Blaustücke und halt die Grünstücke, Gelbstücke auch, für die kann man jeweils eine Attacke wieder erlernen lassen. Indigo-Stücke, genau, da waren die blauen. Aber ich weiß gar nicht mehr, für welche das waren. Jeweils, naja, wir sehen sie dann noch. Da ist Ganovil! Aber es ist nicht eins, verdammt. Mann. Komm schon, Flash, du brauchst ein Level Up. Du brauchst ein Level Up. Mit Fußkick voll in die Schnauze. Ja, aufs Auge wohl eher. Sandra, ich sperr dich ein. Oh nein, Alter. Flash, du musst dringend raus hier. Fußkick. Oh, meine Schnauze. Gut, Level Up für Flash. Jetzt Fantastico. So, wo bist du jetzt, Ganovil? Jo, war ich glaube ich bereits. Yep, hier war ich bereits. Dann hier links noch erkunden. Hier geht es ja auch noch weit. Hier ist auch noch einer, der ich bekämpfen kann. Jetzt bin ich gespannt. Na, Ens Pokémon? Ens? Nein, wieder nicht. Oh, heilige Scheiße. Ja, Sandsturm, Bedrohung.
Immerhin ist die Musik cool, was? Purpurstück schon wieder hier, findet ihr aber echt grausam wie von diesen Dingern. So, willst du kämpfen? Wenn du wissen willst, womit mein Rucksack gefüllt ist, musst du mich schon besiegen. Ja, schon ist gut. Das geht doch so schnell. Backpacker Geronimo. Geronimo? Wer heißt denn so? Vor allem heutzutage noch. Oh, Käferstein. Mal. Lytomif, ich will das testen. Leute. Elektroball, komm schon, du bist schneller, Flash. Flash. Ja, verdammter Mist, ey. Der hat auch so eine hohe Verteidigungswerte. Und das war's mit Flash. Verfluchter Mist. Pyron, du brauchst Level Up, wenn ich mich da richtig erinnere. Wuff, 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 wuff. Feuerzahn, komm schon. Ah, das gibt's ja einfach nicht, hey. Nein, der Katapult. Aua, dämliche Bodenattacke. No, das war's. EPs bekomme ich auch noch. Und Schmerzen auch noch geliefert. Aua. 2-2, gut. Ja, Freunde, Pyron ist so eine Sache, da muss ich noch überlegen, wenn ich den entwickeln soll. Gut, wir brauchen erstmal einen Feuerstein, das ist klar, damit kommen wir relativ bald schon. Und dann ist halt die Frage, ja, wann entwickeln, nicht wahr? Zu Akani, weil er lernt noch ein paar Attacken, so als Vulkano, die er leider als Akani nicht mehr erlernt. Wie zum Beispiel Knirscher oder auch Flammenblitzen, das sind dann so Attacken, die würde ich ihm schon gerne beibringen. Ich glaube, Flammenblitzer lernt er erst auf Level 39 sogar, das heißt, wir müssen bis 39 warten, bis wir endlich mal Akani bekommen. Ja, ist natürlich die Frage, lohnt sich das noch so lange zu warten oder sollen wir bereits vorher entwickeln? Mal gucken. Es gibt noch Alternativen für Pyron, sprich für Vulkano zum Beispiel, wie gesagt, dieses Skillabra. Ach du Scheiße. Ein neuer Trainer, unseren Weibelcher. Wüsten sind riesige Sandkästen. Komm, lassen wir unsere Pokémon miteinander spielen. Ja, Skillabra anstelle von Akani, weil Skillabra ist ja auch Feuergeist sogar vom Typus. Und hat immens hohe Spezialangriffswerte. Und lernt ja auch, vor allem wenn es noch bis mit Liga wird sogar noch Flammenwurf erlernen. Und Spukball können wir auch beibringen. Psychokinese auch noch. Energieball zwar nicht mehr, was ich gerne machen würde, aber naja. Man kann nicht alles haben, nicht wahr? Ach du Scheiße, ein roter Wurf. Pyron. Roter Wurf. Hawkeye mal wieder. Komm, Pyron zurück. Los, Hawkeye. Battleclaw. Bringt nix. Aua. Hier. Ey, was? Komm schon. Hau rein, die Scheiße. Alter Schwede. Der hat ja Power, ey. Das war's schon? Das war aber sehr schwach. Na gut. Habe ich unten noch ein Item? Ja, habe ich noch eins. Habe ich hier drüben noch etwas? Ah, sehr schön. Ein Top-Ethos, finde ich recht ätzend. Hier unten hat es nichts mehr. Hier hat es noch etwas. Und hier? Nö, hier? Hier ist es. Feuerstein! Hier haben wir ihn bereits. Der Entwicklungsgegenstand für Vulcano. Damit können wir uns jetzt jederzeit einen Akani holen. Ja, aber eben wie gesagt, damit Knirscher und Flammenblitz würde ich gerne noch beibringen lassen. Man kann es zwar auch vererben lassen, aber wir können hier bei Pokémon Weiß und Schwarz 2 erst nach der Liga neue Pokémon züchten, was ein bisschen, ja, suboptimal ist, aber was willst du machen, nicht wahr? So, bereits mal Trainer weg. Schade. Wo bist du jetzt, Ganovil? Ein Sandan! Erste Generation, das gibt's ja nicht. Ein Kampf der ersten Generation, Pyron gegen Sandan, sprich Vulcano gegen Sandan. So, und jetzt ein Feuerzahn. Ich will's fangen. Ups. Ich bin Sonic. Was, ein Sandan hat Zornklinge drauf? Ist auch crazy. Ja, was mache ich jetzt? Guter Rat teuer. Ne, ich warte noch ein bisschen ab. Ich will sie ja fangen. Sternschauer. Ach du Scheibenkleister. Naja, macht nicht viel aus. Aua. Mann, Pyron, du bist geschwächt. Wuff, wuff, wuff. Keine Sorge, ich halte dich schon. Hier kommt der Supertrank, weil du einfach nur super bist, Pyron. Naja,
Dann stellst du noch heraus, welcher besser oder welcher super ist. Pywen oder Skill. Hilfe. Oh, ganz schön reingehauen, ey. Stufe 8. Kann ich gleich wieder heilen, Mensch. So, nochmal Trank diesmal. Pywen, was soll denn die Scheiße? Was soll denn das? Aua. So, jetzt aber. Komm schon, habe ich irgendwo einen Superball, oder? Müssen wir noch irgendwo haben? Ja, hier ist er doch. Superball, Flieg und Sieg! Einmal, zweimal, dreimal. Und wir haben es geschafft. Sandan gehört uns. Ja, Frage, Spitzname. Fällt mir gerade nichts ein. Nö. Fällt mir gerade nichts ein. Ist ja auch egal. Gut, neues Pokémon, sehr schön. Es fehlt nur noch, ja, Ganovil, kann ich von hier abhauen. Man findet hier zwei auch, wie gesagt, schon Flampion nach Flampivian, auch beides von Ens Pokémon jeweils. Das auch noch. Na, schon wieder nicht. Mann, ey. Dauert das lange hier. Knauf. So, komm schon. Feuerzahn. Das gibt's einfach nicht, hey. Was die alles aushalten. Komm schon, ich brauche einen Boden-Pokémon gegen den nächsten Arena-Leiter. Dann bin ich am Arsch. Bodycheck. Bäm. Eins Pokémon gibt es aber hier, das weiß ich ganz genau. Habe doch schon privat auf Schwarz 2 geholt. Ja, aber es kann halt eine Ewigkeit dauern, nicht wahr? Sonst muss ich halt im Notfall das Ganze offscreen machen. Sprich halt wie beim letzten Mal mit Evoli, das Ganze halt, ja, offscreen, sprich da halt nach dem Pokémon suchen, sobald ich es gefunden habe, die Aufnahmen wieder beginnen und dann würde ich halt in der nächsten Folge direkt hier weitermachen, sobald ich halt Ganovil gesehen habe, sagen wir es mal so. Na toll, jetzt war ich wieder komplett abgelenkt und schon habe ich eine Scheiße gemacht. Mann, ich will es doch fangen. Nein, das war die falsche Taste. Hier, komm schon, Feuerzahn. Na, gut. Steinpolitur. Das finde ich auch so eine geniale Attacke für Gesteins-Pokémon. Gesteinspolitur. Mit der kannst du einfach die Initiative verdoppeln. Ist doch krass, oder? Ja, ist bereits schneller als Vulcano. Als Pywen, sorry. Sogar 4-mal so schnell wie vorhin. Alter Schwede, damit kannst du keinen Onix schnell machen. Und Stalos. So, haben wir das auch? Jetzt wird noch schnell gefangen. Na, komm schon. Superball. Wir sind alle super. Komm schon. Nummer 2 und die 3 und die 4. Ein Lytomif. Das sieht ja aus wie, was weiß ich, eine Schnecke? Ja, sollte eigentlich sowas darstellen, was? Ja, eine Schnecke. Eine Krabbelschnecke. Na egal. Inbox Nummer 8. Lytomif. Was für ein bescheuerter Name, hey. Aber egal. So, sonst habe ich echt nichts mehr hier. Ist das euer Ernst? Oder ist das euer Fritz? Komm schon! Nein, das gibt's einfach nicht, hey. Manometer. Ich kriege noch voll die Krise. Natürlich bei der Ruhe. Angriff geschwächt und tschüss. Mann, nee. Kann doch wohl nicht wahr sein, jetzt wird die ganze Folge noch hier dran, oder was? Ja, ist super spannend, muss ich schon sagen. Der Ganovil Level 19 ist nicht so schlecht, er braucht eins Pokémon. Verfluchter Mist. Ja Leute, es geht weiter hier bei Pokémon Weiß 2. Mir ist gerade Audacity abgeschmiert, sprich das Aufnahmeprogramm für meine Stimme. Keine Ahnung wieso, aber naja. Sei es drum nicht wahr, was sollte ich jetzt eigentlich machen? Ah genau, mal kurz Bell anrufen, nicht wahr? Seltsam. Moment mal, hier ist der Pegel gerade ein bisschen runter. Moment, muss ich da kurz korrigieren. So, müssen wir vielleicht ein bisschen besser hören, ein bisschen lauter, glaube ich, oder? Hallo Audacity, hörst du mich? Ja gut. So, Bell, hallo, bitte kommen. Hier spricht Michael, hörst du mich? Was kann ich für dich tun? Freundschaft überprüfen. Na, von welchem willst du dich wissen? Erstmal von Beetle, der sich entwickelt. Der wird doch glänzen, was? Ja, das wird ein richtig neidisch. Jetzt von Evoli. Richtig gut, es reicht noch nicht ganz, aber es sieht schon besser aus. Sprich, Evoli müsste ein Basis wäre Quatsch.
Müssen mittlerweile einen Happiness-Wert oder Zuneigung-Wert von über 100 haben. Das war auch vorherzusehen. Ich hoffe, es bleibt schon über 200. So, wo ist es schon wieder? Nee, Quatsch. Nein, was mache ich hier? Hallo? Steuerung? Ah, jetzt geht's wieder. Das war gerade seltsam. Outer City ist abgeschmiert. Hatte ich echt noch nie, Leute, dass mir Outer City abschmiert. Keine Ahnung, was das gewesen sein sollte. Naja. Ich hoffe, es war das letzte Mal. Pywen gegen Flampion. Das könnte kurz und schmerzlos für mich werden, vor allem. Ich versuch's mal, Rückkehr. Ich bin schneller. Echt? Seltsam. Das ist schon... Ah, Feuerfänger. Ah, stimmt ja. Stimmt, der Pywen hat der Feuerfänger. Feuerattacke macht ihm gar nichts. Im Gegenteil, er wird nur stärker. Bäm. Pywen ist der Held, der uns allen gefällt. Geil, nicht wahr? Gut, hätten wir das auch geklärt. Pywen ist der Champ, der Feuerpuckis. Und noch einmal ein Sandan, ich krieg die Motten, hey. Ja, ich freue mich so. Sandan. Pywen. Gut, jetzt erstmal Rückkehr. Und Bam. Was sagt der Bam? Nein, gibt's einen Schauer. Bisschen des Wahnsinns. Oh. Feuerzahn, nein. Und das war's für Pywen. Hab mich gefreut, Kumpel. Sorry. Muss man Pokémon trainieren hier dringend? Eigentlich nicht, wa? Shelby. Wir rufen dich bei deinem Namen. Klinge. Und hasta la vista, Baby. Das war's mit Sandan. Vielleicht ein anderes Mal. So, ich bin immer noch ein bisschen nervös wegen Outer City. Warum ist mir das abgeschmiert? Keine Ahnung. Hier, komm schon. Ich überlege schon, ob ich die Folge heute ein bisschen kürzer machen, um dafür offscreen nochmal nach... Nee, kann ich nicht machen. Also doch, vermutlich wird es schon ein bisschen kürzer sein, aber... ich will trotzdem hier Ganovil haben. Das von N. Verdammt nochmal. Soll ich vielleicht nochmal kurz in die Stadt gehen für die letzten paar Minuten und dann halt doch offscreen nochmal hier zurück zur Wüste gehen und Ganovil suchen? Könnt es auch so machen. Ja, ich glaube, so mache ich es. Und Ganovil. Ganovil will einfach nicht kommen. Hey, es will einfach nicht. Mann, ey. Du bist doch ein Scheißvieh. Wo bist du nur? Ganovil. Wo denn? Ja, wo denn? Wo bist du nur? Ich suche dich doch schon. Ja, was soll's. Es bringt nichts mehr und hier einfach nur Zeit verplempern und nach Ganovil zu suchen, das bringt es irgendwie auch nicht. Wird dir das Ganze langweilig und ja, ihr wisst ja. Komm schon, letzte Chance hast du noch. 1, 2, 3, letzte Chance. Vorbei. Ob ihr seht, ob wir richtig stehen. Seht ihr, wenn das Licht angeht. Oh. Oh. Ich sag dazu nichts mehr. Shelby, beende es. Und wir verlassen die Wüste vorerst einmal. Okay, weg hier. Weg hier und ab nach Rayono City, die nächste Stadt mit der 4. Arena bereits. Route 4 im Sommer. Und wir kommen zum nächsten Highlight von Schwarz und Weiß 2, und zwar diese Durchgangspassage, oder? Ich glaube, so heißt, oder hieß sie noch. Und die ist ein bisschen speziell. Ja, Einklangspassage. Na, guck mal das einer an. Was mache ich nur? Ich kann das doch niemals allein bewältigen. Oh, scheiße. Hey, du da. Nein, man hat mich gesehen. Scheiße. Weg hier. Willkommen in der Einklangspassage. Naja, wie du sehen kannst, ist hier momentan noch nichts los. Bisher ist das hier also nichts weiter als eine normale Straße. Ups, war aber nur meine Manieren. Ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Sehr erfreut, ich bin der Besitzer der Eingangspassage. Mein Traum ist es, auf der ganzen Welt lebendige Städte zu errichten, die nur so vor Geschäftigkeit sprühen. Dein Name vielleicht noch zum Vorstellen? Jetzt habe ich allerdings das Problem, dass ich niemanden habe, der diese Passage hier für mich verwaltet.
Moment mal, ich habe die Idee. Och nee, ich sehe es doch schon kommen. Du bist doch ein Trainer und kommst viel herum, nicht wahr? Ja. Jemandem wie dir, der auf seinen Reisen vielen Menschen begegnet, könnte ich diese Aufgabe da wohl sehr gut anvertrauen, oder? Na, was sagst du? Würdest du das nicht gerne mal versuchen wollen? Ja, wieso eigentlich nicht? Vielen Dank. Also gut, dann sag mir doch mal, was du so für ein Mensch bist. Hast du irgendeinen Lieblingsspruch, der dich charakterisiert, den du am liebsten in die Welt hinausrufen würdest? Vorsicht, die, was du gleich angeben wirst, können über die Drahtlosfunktion zu einem Spiel übertragen werden. Bitte überlege dir gut, was du für eine Nachricht hinterlegen möchtest. Stimmt sogar, gibt's eins? Hey Leute, es gibt doch eins, mein berühmter Standard-Abschiedsspruch, den kennt ihr doch alle, kommt schon, den kennt ihr alle. Passt überhaupt hier rein? Nein, der passt gar nicht rein. Ach du Scheiße. Umlaute gibt's ja auch, aber das gibt's ja auch gut. Muss ein bisschen zusammenschreiben, ja, zusammenschreiben, so. Ja, der Satz war wohl eher Ciao zusammen. Ich muss zwar ein bisschen anders schreiben, aber es hat die gleiche Bedeutung. Wenn du eine Sache toll findest, beziehungsweise was ist dein Ausdruck der Begeisterung? Vorsicht, ja, gut, Begeisterung. Wie wär's mit super? Was sagst du, wenn du gerührt bist? Oh. Na, was sag ich da? Keine Ahnung. Tja, gute Frage, was sag ich da immer? Ah, ich hab was. Das sag ich zwar nicht immer, aber ich denke mal am häufigsten. Und das wäre... Na, wo ist das Zeichen? Hier, das Ausrufezeichen. Hier ist es. Krass, Mann. Das ist einfach krass, Mann. Ciao zusammen, krass, Mann. Na gut, krass. Ja, Ciao zusammen schreiben wir eigentlich ja auseinander. Und das Ciao würde ich eigentlich mit TSCH und AU schreiben, aber das passt halt hier nicht drin. Deshalb muss ich es so schreiben. Ja, habe ich mir doch gedacht. Du musst es unbedingt übernehmen. Entweder du oder keiner. Ja gut, ich mach's. Ich mach's. Denn Leute, hier bekommen wir noch etwas ganz Spezielles. Mit der Zeit, glaube ich, haben wir mal sowas gehört. Könnten wir hier sogar noch wie hieß es schon wieder? Ein Elektrosierer bekommen. Ne, Stromisierer hieß genau. Das Item Stromisierer, was wir gebrauchen, um Electek zu Elevoltek zu entwickeln. Das könnte man hier bekommen, aber ist, glaube ich, ein bisschen speziell hier. Wobei, wie gesagt, ich weiß gar nicht, weil diese Eingangspassage habe ich auch bei Schwarz 2 noch nicht so sehr studiert. Das heißt, naja, ist halt, ja, noch ein bisschen Neuland für mich. Trotz allem noch ein bisschen, ja. Und jetzt, sehr freut dich kennenzulernen. Wie sollen wir dich denn ansprechen? Wer ist mit Michael? Welcher Trainertyp bist du? Für Ast-Trainer? Fan? Let's Player? Was weiß ich? Also war Teen Let's Player. Gerade mal gucken. Könnte knapp werden vom Platz her. Müsste aber reichen, wenn ich das jetzt richtig überschaut habe. Na, was sieht's aus? Wo ist das P? Wo ist das P? Hier ist das P. Kleinbuchstaben. Let's Player. Nein, verdammt, das reicht nicht. Verfluchte Axt. Löschen, okay, machen wir es anders. Die Zeit ist auch schon wieder herum, das geht nämlich so schnell, hey. Ja, Mann. So, Let's Player hat zusammengeschrieben, was soll's? Let's Player, du bist ja für nun einen vollen Umfang Verantwortlich für diese Passage. Noch herrscht hier nur keine Leere, aber wir bitten dich, dass du aus dieser Straße eine belebte Passage machst. Einen Ort der Begegnung, an dem viele Menschen herum begeistert ein- und ausgehen. Ich werde dir gleich erklären, wie du diese Passage wachsen und gedeihen lassen kannst. Sprich mich einfach an, wenn du soweit bist. Ja, und wie das genau aussehen wird, das in der nächsten Folge bei Pokémon Weiß 2, der nächsten Generation. Aber zuerst werde ich offscreen mal noch nach Ganoville suchen und dann, sobald ich es gefunden habe, seht ihr das wieder. Das heißt, die nächste Folge beginnt wieder in der Wüste. Ich bin schon mal sehr gespannt und ich hoffe ihr auch. Und vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen. Moment mal kurz. Nein, oder gar nicht. Wo ist es? Wo ist es? Wo war's? Ah, hier. Unser Team. Deshalb kurz speichern. Sieht schon krass aus, nicht wahr? Und dabei fehlen noch einige Mitglieder, wie zum Beispiel Auron und Lucario. Oh Mann.